Bist du auch schon geimpft? Einmal? Zweimal? Mit was? Moderna oder BioNTech oder AstraZeneca? Da hätte es ja Probleme gegeben, aber so bin ich auf jeden Fall in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal begrüßt worden. Ja, weniger mit der Frage, wie geht's, was machst du, sondern eben, bist du schon geimpft? Und manchmal habe ich so Begrüßungsgespräche mitbekommen, die urplötzlich an Fahrt aufgenommen haben. Urplötzlich ging es dann einmal, ey, bist du schon geimpft? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, ja, sicher nicht, sicher nicht. Also bist du bescheuert, die wollen ja schon Kinder impfen ab 12 Jahren, unglaublich. Also sicher nicht, es geht gar nicht. Und ein paar so eine Gespräche habe ich am Rande mitbekommen. Leute, da breitet sich etwas in pandemischen Ausmaß etwas aus. Und das ist nicht die neue Delta-Variante oder sonst was, sondern es ist wirklich das Stichwort Polarisierung. Was wir in den ganzen letzten Wochen, Monaten, im ganzen letzten Jahr ein Stück miterlebt haben, greift immer mehr um sich. Und Polarisierung, nicht erst seit Covid-19, werden die Menschen eingeteilt, dort sind die Guten und die Vernünftigen, ja, genau, auf der Seite, die bestätigen das. Und dort sind halt diejenigen, ja, genau, die anderen. Das sind die Bösen, die Unvernünftigen, die nicht mitmachen, die Unsolidarischen, was auch immer. Die Welt wurde schon vor Covid immer sehr gerne und schnell eingeteilt und was in welche Richtung du auch immer denn dabei bist. Ich kenne Familien, die können das Wort Covid-19 nicht mehr aussprechen, weil wenn sie es aussprechen, dann gibt es wirklich Stress. In erweiterten Familien feiern wird das bewusst vermieden. Aber nicht nur bei dem Thema ist immer wieder eine Polarisierung zu spüren. Wir spüren das als Kirche, als ICF, spüren wir das sicherlich auch bei dem Thema Covid-19, aber auch andere Themen, die immer mehr eine Polarisierung wie hervorrufen oder erzeugen, ein Lagerdenken auf einmal erzeugen. Welches für Bibelverständnis haben wir denn? Ja, und ja, ist das wirklich auch das richtige Bibelverständnis, was du mitbringst? Und welche Formen vom Zusammenleben, vom ehelichen oder eheähnlichen Leben sollen wir denn als Kirche segnen oder eben auch nicht? Und warum sollen wir das so machen oder eben auch nicht machen? Oder wie halten wir es mit dem Klima? Ist das nun was für Friday-Leute, also für die Next Gen, oder hat das mit uns anderen auch noch was zu tun? Und warum denn was? Und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Themen. Aber was wir merken, ist immer mehr, die Welt wird eingeteilt in Lager. Und darüber habe ich heute Morgen in größerem Ausmaß gesprochen. Ich möchte dich ganz kurz noch mit hineinnehmen, was mir wichtig ist. Mir wirklich wichtig ist zur Zeit in unserer Kirche und darüber hinaus, dass wir als Kirche wirklich uns einen Wegweiser einschlagen. Ich habe so 5 Punkte heute Morgen benannt. Ich sage, Leute, an den 5 Punkten können wir uns orientieren. Und die sollten uns Wegweisungen geben in dem ganzen Lagerdenken, in dem Denken, dass Leute ja sagen, ja, ich habe Recht, ich verstehe einfach nicht, wie du Recht haben kannst. Also entweder informierst du dich nicht, du liest nicht die richtigen Medien, du schaust nicht vernünftig nach, sondern du musst irgendwie desinformiert sein. Wie können wir in dem ganzen Meinungswirrwarr wirklich uns positionieren? Der erste Punkt ist, ich glaube, dass Polarisierung so alt ist wie die Menschheit. Wirklich was ganz Altes ist. Das hat nicht erst jetzt angefangen. Und das geht wirklich tatsächlich zurück auf die Anfänge von den ersten Zeilen, von den ersten Kapiteln von der Bibel. Wo an sich eine Polarität, ein Dualismus, eine Gegensätzlichkeit, die fruchtbar ist, die potenziell Leben in sich sogar trägt, als was Schönes dargestellt wird und dann auseinander dividiert wird. Mit der Verlockung, wo die Schlange den ersten Menschen wie deutlich macht, hey, wenn du weißt, was gut, du wirst sein, wenn du weißt, was gut und böse ist, wenn du unterscheiden kannst von dem, dann wirst du sein wie Gott. Und dieses Versprechen, dort sind Menschen eingegangen und tatsächlich hat die Erkenntnis von Gut und Böse für den Menschen nicht nur segensreiche Spuren hinterlassen, überhaupt nicht. Menschen schlagen sich immer noch den Kopf ein, obwohl sie ja wissen, was Gut und Böse wäre. Es bewahrt uns nicht, doppelbödig zu denken, zu reden, zu planen, zu urteilen. Der Mensch ist wie im Zwiespalt hineingekommen. Die Gegensätzlichkeit, die was Gutes war, hat sich wie auseinander dividiert. Heute Polarisierung ist wie ein Virus. Und den betrifft jeden. Den betrifft nicht nur Leute, die unterschiedliche Meinungen haben, sondern wir alle tragen das wie in uns. Weil diese Erkenntnis von Gut und Böse haben uns quasi wie erkauft von unserem Ursprung von Gott. Wir sollen scheinbar wissen, was gut und richtig immer ist.
Und das ist ein Virus, das wir in uns tragen, das wir uns wieder trennen von anderen und immer wieder in diese Tendenz hineinfallen. Das Zweite, eine Sache unterscheidet tatsächlich. Eine Sache macht wirklich einen Unterschied. Ich habe einen Text heute Morgen gelesen aus Matthäus 22, wo Jesus da an so einem Fest erklärt und so mit so einem Beispiel hinterher erklärt, wo es wirklich drauf ankommt. Er erzählt eine Geschichte von einem König, der Leute einlädt, aber die Leute wollen nicht kommen. Und dann schickt er seine Diener raus, geht an alle möglichen Ende, ladet gute und böse Leute ein. Und die kommen in den Festsaal und alle haben ein Festgewand an, nur einer hat kein Festgewand an. Und darauf beharrt Jesus und sagt, look, das macht wirklich einen Unterschied, dieses Hochzeitskleid an diesem Festmahl, das musst du anhaben. Und das Kleid von der Gerechtigkeit, wie Jesus danach erklärt, wie er kauft hat, der stritten hat am Kreuz und sagt, das macht wirklich einen Unterschied. Das bedeckt auch die Nacktheit von uns Menschen, die Scham und all diese Dinge. Und das Kleid lässt uns wieder herstellen. Das bringt wirklich wieder Dinge zusammen, die ursprünglich mal kaputt gegangen sind. Und das Kleid ist so wichtig, dass er sagt, das macht wirklich einen absoluten Unterschied aus. Das ist das Kriterium schlechthin. Die Trennung wird dadurch aufgehoben. Das führt zum dritten Punkt, wo ich dann gemacht habe. Dann gibt es danach tatsächlich keinen Unterschied mehr. Es gibt wirklich einen Punkt, wo man sagen kann, es gibt keinen Unterschied mehr. Und ich lese euch den Text einweg vor, ich habe nur ein paar Minuten, aber das ist mir sehr wichtig, weil der Paulus erklärt das mal der Kirche, was es heißt, dass es keinen Unterschied mehr gibt in Galater. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau, zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, denn durch eure Verbindung mit Jesus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und der Paulus tut das so inschlagend und sagt, Leute, es gibt keinen Unterschied mehr. Wenn du das Kleid von der Gerechtigkeit anhast, dann gibt es wirklich eine neue Gemeinschaft. Und wir unterscheiden nicht mehr, ob wir den Reichen, den Schlauen, den Dummen, eben den Geimpften und so weiter. Nein, der Unterschied gibt es nicht mehr. Und tut das sehr, sehr ausführend dann. Und Jesus betet prominent im Johannes 17 mal für seine Jünger, für seine Nachfolger und sagte, Vater, ich bete, dass sie eins sind. Dass sie wirklich eins sind. Und ich glaube, Jesus hat damals schon das im Fokus gehabt, dass die Einheit immer durch den Virus von der Polarisierung angegriffen wird. Das ist wie eine alte, kaputte DNA in uns Menschen. Der vierte Punkt, ein Wegweiser, wo uns helfen kann, in dieser Meinungs- und Lagermentalität momentan nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu navigieren ist. Der Kernauftrag von der Kirche ist, Menschen in ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen. Menschen in ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen. Und was sehr hilfreich ist, wenn ihr mal Apostelgeschichte lest, wie die erste Kirche entstanden ist, dann ist die Botschaft von Jesus zu allen möglichen Menschen aus allen möglichen Völkern und Nationen gegangen. Aber sie ist nicht in einer einzigen Sprache gegangen, sondern in ganz unterschiedlichen Sprachen, jeweils in der Sprache, wie die Menschen das verstehen konnten. Es war nicht eine Uniformität, sondern wirklich eine hohe Kreativität, die verschiedenste Menschen eben angesprochen hat. Und die wurde nicht von oben verordnet, sondern es wurde wie geschenkt vom Geist Gottes. Und das birgt für unser Potenzial, was wir momentan machen können, dass wir uns positionieren und sagen, look, achten wir wirklich auf das, was entscheidende Kriterium ist, dieses Kleid. Und dann schwärmen wir aus wie diese Diener, die nochmal an Hecken und Zäunen gegangen sind und laden alle möglichen Menschen ein, weil unsere Türen sind offen, auch ohne Zertifikate, und das werden sie immer bleiben. Und der letzte Punkt, den fasse ich ganz kurz, es bleibt eine Weg, eine Spannung. Eine Spannung, weil alle Verschiedenheit heißt ja nicht, dass wir alle gleich sind, sondern es gibt weiter Pluralität. Und wie wir mit dieser Pluralität umgehen und sagen, wir bewahren trotzdem die Einheit, da denke ich, können wir gleich drüber reden. Ich bin mal bis hierhin fertig, ihr Lieben, und freue mich jetzt auf euch beide da und bin mal sehr gespannt auf euch. Ja. 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 Ja, seid ihr dran? Ihr müsst starten. Ich habe mich an 10 Minuten gehalten. Ne? Gut. Wir haben uns mehr gegeben als 10 Minuten. Das hätte ich mir vorher sagen sollen. Wir sind im Vorteil. Du bist ja lustig. Genau. Wir freuen uns übrigens immer noch auf euch. Es hat noch keine Frage auf meinem Screen, aber
Genau, ich bin ganz, ganz gespannt, was ihr alles auf dem Herz habt. Aber Ralf, zum gerade den letzten Punkt übernehmen. Du hast gerade das Bild zeichnet von Pluralismus und Spannungen aushalten und trotzdem irgendwie sich in der Verschiedenheit annehmen. Das ist so ein mega großes Bild und eine mega große Herausforderung auch. Und was für mich so ein bisschen die Frage, was ich mir jetzt ein bisschen gestellt habe, wenn ich Verschiedenheit und Spannung aushalten möchte, manchmal nimmt man sich dann so ein bisschen zurück. So wie du erzählt hast von dieser Familie, wo einfach das Thema Covid umschifft, dann kann man die Spannung aushalten, weil es ist von Montag bis Freitag und wenn man sich am Wochenende trifft, dann gibt es Covid nicht. Besteht dann, vor allem für uns als Kirche, aber auch sonst im Leben, nicht auch irgendwo die Gefahr, dass man profillos wird? Also wenn ich jetzt, ich denke jetzt gerade ans Alte Testament, Propheten, sind auch nicht alle Spannungen aus dem Weg gegangen. Und Jesus ist auch nicht für das bekannt gewesen. Wo ist da der Punkt, wo die Trennung zwischen Spannungen aushalten und vielleicht manche Sachen stehen lassen und trotzdem nicht profillos werden? Da wo unterschiedliche Meinungen, jetzt was weiß ich, bei Impfen oder Gender oder Sternchen und was für alle Themen der Welt aufkommen, entsteht ja häufig die Spannung dadurch, dass wir uns eine Meinung gebildet haben, eine Ansicht gebildet haben und gesagt haben, look, das vertrete ich, so habe ich es verstanden und ich bin in der Meinungsbubble drin und folgedessen komme ich zu dem Ergebnis. Und ich habe das heute Morgen in der Predigt noch ein bisschen mehr ausgeführt, gerade am Anfang, weil ich denke, viele von uns informieren sich ja über Dr. Google und was weiß ich, wo man sich da informieren kann, über die unterschiedlichsten Themen. Und wir lesen Dinge, wir sehen Beiträge, wir schauen Videos, wir schauen Statements, lesen Statements von Ärzten und so weiter und so fort. Und manchmal stellt man sich ja dann die Frage, ich werde so häufig bestätigt in dem, was ich denke und ich sehe so vieles und dann treffe ich mit dir zusammen und denke einfach, sag mal, informierst du dich nicht? Du dich nur einseitig informieren. Schau doch mal all meine Dinge an. Schau das doch mal an, was ich da lese und so weiter. Und ich treffe dann auf Menschen, die eine komplett andere Meinung haben, aber auch mit so einer Vorstellung kommen, ich habe mich voll informiert. Ich weiß genau, was ist. Ich habe alle biblischen Texte dazu gelesen, jede Auslegung und jeden Arztbericht. So ungefähr. Und das ist so, was ich davon machen kann. Und dann treffen Menschen aufeinander und sind vollkommen erstaunt, dass sie, obwohl sie beide ganz viel recherchiert, gelesen und gebetet haben, komplett andere Meinung haben. Und dann beginnt die Spannung. Und eine gute Sache ist zuallererst, ich versuche den anderen nicht wirklich mal zu verstehen zuerst. Das gelingt mir nicht immer, weil manche verstehe ich bis heute nicht. Aber das liegt wahrscheinlich an mir. Aber auf jeden Fall, ich versuche zu verstehen. Und das Zweite ist, look, all das, was wir an Informationen, auch gerade durchs Internet, zu uns reinholen. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass sehr vieles von dem absolut gefiltert ist. Wir leben in wie so einer Social Bubble drin, mit deinem Google-Account, mit deinem was weiß ich Account. Und du kriegst immer die Information, die der Algorithmus dir gegeben hat. Der Film, ich habe das in der Predigt noch ein bisschen ausführlicher erklärt, der Film Social Dilemma von Netflix, kennt ihn einer, das soziale Dilemma. Ein absolut sehenswerter Film, ich empfehle euch das zu sehen. Das ist wirklich hilfreich, aufschlussreich von Leuten, die in den großen Tech-Firmen geschafft haben, gearbeitet haben und wirklich den Algorithmus und all die Dinge dahinter auch verstehen und sehen und das ein bisschen erklären und sagen, look, was passiert da? Ihr könnt daheim einen einfachen Test machen mit deinem Ehepartner oder Freund oder Freundin, wie auch immer. Ihr gebt beide in eurem Browser, in eurem Suchportal Climate Change, dieses Stichwort Climate Change ein. Und dann vergleicht ihr mal, was eure Suchmaschine ausspuckt als erstes, zweites, drittes, viertes. Und dann werdet ihr noch erstaunt sein, wie unterschiedlich das ist. Aber macht das mal alleine. Das führt meines Erachtens eben zu solchen Spannungen. Und uns wird, glaube ich, helfen, wenn wir nicht profillos sein wollen, uns bewusst aus unserer Bubble herauszubegeben, wieder eine Stecknadel in unsere Bubble hineinzustecken und sagen, jetzt begebe ich mich mal in die Stecknadel von dir.
und in die Bubble von dir und überleg mal, ja, was für eine Welt, wo kommen die Informationen her, was für ein Gedankengut steckt dahinter. Viel Spannung, glaube ich, wird dadurch aufgelöst, nicht alles, aber wird an Profil gewinnen. Da bin ich überzeugt davon, wenn man das hinkriegen würde. Als eine mögliche To-Do-Liste, die man machen könnte. Ja. Ich finde es spannend, sich in andere Punkte oder in andere Sichtweise hineinzudenken. Ich probiere das auch immer wieder, mehr oder weniger erfolgreich, wie du das auch schon gesagt hast. Und manchmal komme ich dann so schrittweise an der Punkt so, ja, ich verstand dich. Und dann, manchmal gibt es dann so, okay, so wie du es gesagt hast, die verschiedenen Informationen, wenn ich sagen kann, okay, da kann ich es nicht mehr nachvollziehen oder auch nicht mehr dahinter stehen. Ein großes Thema, wo immer wieder Schlagzeilen macht in den letzten 5 Jahren, ist Fake News, wo man ja irgendwo, oder wo zumindest probiert wird, irgendwo die Grenze zu ziehen, okay, das sind legitime Newsquellen über die ganze Spektrum und irgendwo hört legitim auf. Muss man da eine Haltung haben, oder was? Ich glaube schon, man muss eine Haltung haben. Ich glaube, man muss schon eine Haltung haben. Als Nachfolger Jesu, glaube ich, ist wichtig, dass wir eine Haltung haben und zu manchen Dingen auch uns positionieren. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht um der Einheit ringe. Ich habe das jetzt eben nur ganz kurz gesagt. Wenn wir gegen die Polarisierung sind, also gegen den anderen sind, heißt das ja nicht, dass wir gegen Pluralismus sind, sondern wenn wir dagegen kämpfen, gegen diese Lagerbildung, so nach diesem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir die Fresse ein. Gegen die Haltung müssen wir ankämpfen. Gegen das müssen wir wirklich entschieden kämpfen und sagen, nein, aber wir haben auch Paulus und Petrus, Menschen, die hätten Streit gehabt, die haben sich öffentlich gestritten, die haben das sogar aufgeschrieben, dass sie sich gestritten haben. Ich meine, sie hätten das absolut verschweigen können, hätten sagen können, das tun wir nirgendwo erwähnen, ne? Das ist so, war mal, ne? Ist alles gut gewesen zwischen uns. Nein, der Paulus tut das prominent ja erwähnen, dass er mit dem Petrus einen Disput hat, ihn öffentlich wirklich zurechtgewiesen hat und sie sich dann einfach getrennte Wege gegangen sind. Und gesagt haben, du gehst längs, du rechts und ich gehe links. Und das passiert. Aber deswegen ist das Band von der Einheit nicht zerbrochen, sondern sie haben darum gerungen, um ihren Weg und auch um die Fehler, die dabei passieren. Und das ist, glaube ich, ein Gebot von einer Stunde, dass wir aus den Lagern rauskommen und darum ringen und sagen, wir lassen das Band von der Gerechtigkeit, das Band von der Liebe Gottes zwischen uns nicht reißen. Wir sagen nicht per se, du bist ein Vollpfosten. Ja, gut. Ich probier's. Ja, probier's. Mach das. Debbie, du hast noch eine Frage aufgeschrieben, ja, zum genau. Veränderung geht. Also ich kann gerade die unterste, die passt gerade gut zu dem. Du sagst eben, dass es die Gemeinsamkeit oder das Zusammenhalten, Stärke, das ist sehr wichtig, auch in dem trotz so Unterschied. Und dann ist die Frage, wo ist denn, also, oder wie kannst du konkret, vielleicht kannst du uns Tipps geben, konkret, wenn ich jetzt wirklich mit jemandem nicht übereinstimmen kann oder ich es vielleicht sogar richtig schlimm finde, was die Person macht oder denkt oder sagt, wie ich dann trotzdem den Menschen dahinter kann sehen, der auch von Gott geliebt ist und wo auch ich soll lieben, ohne irgendwie trotzdem das, was in meinen Augen schlimm ist, einfach auf die Seite zu schieben. Also so eine Balance zu finden zwischen zu sagen, hey, ich bin nicht einverstanden mit dir, aber ich liebe dich trotzdem. Ja. Das Problem, da bin ich irgendwann in die Beliebigkeit abrutschen. Oder eben sagen, ja, wie soll ich das machen, ne? Wenn einer so ganz verrückte Gedanken hat. Es sind mehrere Themen, die du ansprichst. Wenn einer was anders macht oder denkt, das sind ja auch verschiedene Kategorien und so. Aber ich erlebe in dem ganzen Ringen um das Lagerdenken und immer sich auseinandersetzen, ich erlebe es als sehr fruchtbarer Weg zu sagen, look, ich möchte die andere Person grundsätzlich zuerst mal segnen. Und ich entscheide mich dazu, sie zu segnen. Und sage, look, ich wünsche dir von Gott in meinem Herzen Gutes. Und manchmal fängt es erst damit an, ich muss erst mal Buße tun. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten dann immer wieder mal mich dabei entdeckt, wie ich mich innerlich aufgeregt habe, enerviert habe und definitiv nicht nur die besten Gedanken gehegt habe und gemerkt habe, in der Haltung mit X und Y reden, das wird schwierig. Und da fängt es bei mir an. Dass ich glaube, zuallererst mal sagt, ich möchte in der Haltung vom Segnen dem anderen begegnen. Ich möchte nicht in der Haltung ankommen, habe ich recht, hast du recht.
sondern ich möchte wirklich zuerst die Frage von der Gerechtigkeit, nicht vom Recht bringen. Wo Jesus sagt, das Kleid ist entscheidend. Das ist die Frage von Gerechtigkeit, aber nicht die Frage vom Recht. Danach sind die Fragen immer noch wichtig und immer noch zu stellen, ganz klar. Aber ich glaube, es ist erstmal eine Haltungsfrage, dass ich dem anderen begegne, indem ich ihn segnen möchte. Und ich möchte ihn verstehen. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn Jesus uns sagt, look, wir sind Friedensstifter in der Welt, dann ist das unser Job, dass wir wirklich versuchen, Frieden zu stiften. Das heißt nicht beliebig gleich machen, sondern wir wollen nicht in Streit ausarten. Aber wir können ohne weiteres unterschiedliche Meinungen haben und auch unterschiedliche politische, sonstige Themen haben und sagen, wir kommen zum anderen Ergebnis. Deswegen schätze ich den Menschen immer noch. Wenn Menschen was ganz anderes machen, ich weiß nicht, welche Kategorie du jetzt meinst, wo ich wirklich schlimm finde, wie du es sagst, das ist eine andere Auseinandersetzung. Ich glaube, da kann man wirklich auch Dinge ansprechen, da bin ich nicht mit einig, das finde ich schlecht, das finde ich absolut aus den und den Gründen schlecht. Und da muss man auch den Mut haben, das anzusprechen. Und trotzdem den Menschen dahinter einen Weg sehen zu wollen in diesem neuen Kleid. Interessanterweise hat Jesus ja nicht, in dem Gleichnis heißt es ja, es waren gute und böse Menschen da. Und er hätte ja die Bösen nicht rausgeschmissen. Er hat die Bösen drin gelassen, scheinbar. Und die Bösen waren Zachäus zum Beispiel, der war ein Jude, kannte Gesetz, hat sich aber nicht dran gehalten. Aber die durften alle drin bleiben. Das einzige Kriterium war dieses Kleid. Und Paulus sagt das in der Galater, wenn ihr das Kleid angezogen habt, das ist ein entscheidender Point, das ist der Point. Und darum zu ringen zuerst mal. Und trotzdem in den Sachfragen kann man ohne weiteres auch so hart miteinander diskutieren. Das finde ich jetzt nicht so problematisch. Wa? Aber deswegen ist nicht jede Beziehung und jede Spannung aus der Welt. Wa? Gerade an dem Punkt, bevor wir nachher übergehen ins Slido, nochmal ein Gedanke oder eine Frage zu unserer Aufgabe als Kirche, jetzt in diesem Spannungsfeld. Du hast heute Morgen angesprochen, dass die gesellschaftliche Veränderung, die wir aktuell erleben, die ja definitiv nicht zu übersehen ist, dass die einem auch Angst machen kann. Und das ist ein legitimer Punkt, wenn sich die Umwelt verändert, wenn sich die Strukturen, die du kennst, verändern, das kann einem verunsichern. Wenn ich jetzt nochmal ganz provokativ gegenüberstelle, ist es unsere Aufgabe dann eher sich für weniger Veränderung stark zu machen, zum Leute die Angst nehmen und an gewisse Sachen festhalten, die vielleicht über Bord geworfen werden in unserer Gesellschaft? Oder ist es eher unsere Aufgabe als Kirche, immer wieder über die Veränderungen zu reden, die Veränderungen einzuordnen, vielleicht auch verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen, um zusammen das können deuten und zusammen dieser Angst, die das auslösen kann, entgegenstehen? Angst ist tatsächlich ein schwieriger Berater oder eine treibende Kraft, dass Leute sich distanzieren. Zuerst innerlich, dann äußerlich, mit der Zeit den Anstand verlieren und mit der Zeit sogar die Solidarität verlieren. Und das ist wie so ein Werdegang, der ist sehr problematisch. Wie können wir der Sache begegnen? Ich tue es mit einen Schritt zurück machen. Wenn die letzten 1,5 Jahre oder diese Krisenjahre uns ja deutlich gemacht haben, ist, wir leben in Krisenzeiten, wo uns auch Angst machen, Veränderungen forciert werden. Wir leben in der Phase besonders von den Ressourcen, die wir vorher angehäuft haben. Wir in der Schweiz, hier in Europa, nicht in allen, aber in vielen Ländern Europas, Schweiz, Deutschland sicherlich, wir haben in den letzten Jahren von den Ressourcen, materiellen Ressourcen gelebt, die wir als Gesellschaft auch angehäuft haben. Wir haben Kredite vergeben, wir konnten Miethilfen beantragen und so weiter und so fort. Das ist, weil wir als Staat reich sind. Wir haben was angehäuft und das konnten wir in der Krisenzeit ausgeben. Staaten, die das nicht haben, sind viel härter betroffen sogar. Man kann das wirtschaftlich heute wie analysieren und sagen, ja, da sind kaum Ressourcen vorhanden gewesen, wo man in solchen schwierigen Zeiten darauf zurückgreifen kann. Dasselbe gilt aber auch für unsere geistlichen Ressourcen, für unsere seelischen, für unsere charakterlichen Ressourcen. In der Krisenzeit, dann leben wir von den Dingen, die wir gelernt haben, in guten Zeiten anzuhäufen.
wo wir gesagt haben, hey, so eine Krise, dann werde ich nicht direkt nur noch für mich schauen und werde ja nicht mehr für andere schauen und jede Veränderung, Hilfe, ich komme nicht mehr zurecht, sondern deswegen sind wir so gefordert, auch gerade jetzt in der Phase, wo es scheinbar normaler wird, sind wir alle gefordert, Leute. Legt euch nicht einfach einen Sack Teigwaren und ein paar Konserven und Klopapier in den Keller, sondern schaut dafür, dass er innerlich, geistig wirklich Ressourcen sammelt, die wirklich dieser Gemeinschaft der Welt dienen, auch der Kirche dienen, der Menschheit dienen. Dass noch eine neue Krise wird kommen. Wir werden im Herbst wieder darüber reden, werdet sehen. Das wird wieder kommen. Und jetzt haben wir die Chance, Ressourcen zusammen in unserem geistlichen Leben, um der nächsten Pandemie, der nächsten Krise zu begegnen und sagen, hey, von dem lebe ich, in Krisenressourcen anzusammeln, ist schwierig. Jetzt du dir vorkomme, ja, wie können wir das machen? Das ist einmal wirklich jeder persönlich gefragt. Jeder persönlich gefragt, innerlich ein Mensch vom Frieden zu sein, ein Mensch zu werden, der Gräben zumacht, ein Mensch, der verstehen will und so weiter, ein Mensch, der segnen will und ein Mensch, der auf andere hört. Ja, und welche Veränderungen sollen wir mitmachen und welche sollen wir nicht mitmachen? Und ich glaube, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe und nicht einfach eine Aufgabe von ein, zweien. Und wenn es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, dann brauchst du die Ressource auf den anderen hören und hinhören und gemeinschaftliches Hören auf den Geist Gottes zu praktizieren. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann tust du immer aus deiner eigenen Position herausreden und sagst, ja, das sollten wir auf keinen Fall mitmachen, das geht gar nicht. Oder? Aber wir müssen das lernen, wir müssen lernen, was sagt der Geist Gottes uns in der nächsten Pandemie, was wir machen sollen. Wir haben als Leitung öfters zusammengesessen und gesagt, was sagt Gott uns jetzt, was ist unser Auftrag jetzt, was sollen wir machen? Und wir haben verschiedene Sachen probiert und gemacht und gesagt, hey, wir müssen lernen, aufeinander zu hören. Dann kamen verschiedenste Meinungen, verschiedenste Sichtweisen kommen aufeinander. Sollen wir das verändern, sollen wir das nicht machen? Und dann so hinterher zu kommen, nein, wir glauben, dass für uns als Kirche das gut ist, den nächsten Schritt so zu machen. So wie ich jetzt eben gesagt habe, unsere Türen werden aufbleiben, auch ohne Zertifikat. Weil das Kernwesen vom Evangelium ist, dass alle Menschen willkommen sind. Egal. Jude, Grieche, Mann, Frau, arm, reich, Unternehmer, Arbeitnehmer, Arbeitslose, geimpft, nicht geimpft, was auch immer. Aber das lernt man nur in guten Zeiten. Und das hat die Krise uns, glaube ich, auch gezeigt, dass wir an manchen Ressourcen, geistlichen Ressourcen wirklich einen Mangel haben. Sowas auszuhalten, so Spannung auch auszuhalten. Das muss man üben. Das ist wie eine geistliche Disziplin. Das ist ein Punkt, der gibt es, danke. Ein Mangel an Ressourcen. Wo man auch mal so in der Spannungsdebatte, wo man immer schnell auf andere zeigt, mal wirklich zuerst auf sich zeigen muss. Wenn wir zu den Slido-Fragen übergehen, Debbie, willst du mal oben anfangen? Genau. Also eine Frage, die ob jetzt beliebt ist. Bitte. Genau, nein, also es ist schon eine Frage, wo es darum geht, wie kann man Diskussionen führen, die uns näher zusammenbringen, anstelle uns auseinanderzurissen. Die ist sehr weit, die Frage. Ne? Kommt darauf an, welche Diskussion. Sollen wir über Geld eine führen? Das wäre immer spannend. Ja. Da wäre ich dabei. Wie kann man Diskussionen führen, dass man nicht auseinandergeht, sondern mehr zusammenfindet? Das wird nicht immer der Fall sein. Manche Themen per se, du wirst nicht alles zusammenkriegen, je nachdem, welche Leute auch diskutieren. Aber ich sage immer, in allen Gesprächen und Diskussionen über Meinungsvielfalt, allererst ist, versuch den anderen zu verstehen. Versuch ihn zu verstehen. Das ist der allererste Schritt, den du machen musst. Ich glaube, dass sehr viele Diskussionen schieflaufen, auch in der Kirche, wirklich schieflaufen, weil man wie vorprogrammiert im Hirn ist und weiß schon ganz, ja genau, das ist der Fabio Greiner, ja, der tickt so. Ja, das ist ja logisch, dass der das fragt. Ja, der Pirat, ja, was soll man auch erwarten? Die fragt immer das Gleiche. Die ist halt so. Und dieses Mindset führt meines Erachtens immer wieder, dass man nicht richtig hinhört. Was meint er denn? Warum sagt er das? Jeder von uns bringt seine eigene Geschichte sogar mit. Seine geistliche Geschichte, seine Erziehungsgeschichte, seine Bildungsgeschichte, sein Bibelverständnis. Und wenn ich erstmal verstehe, was das Bibelverständnis von dir ist, weiß, das ist so, ja, aha, okay, dann kann ich mir vorstellen, dann kommst du vielleicht zu dem Ergebnis. Das ist ein erster Schritt, versuch den anderen zu verstehen. Versuch ihn wirklich zu verstehen, was in der Geschichte verstehen und so weiter. Und das Zweite ist, ich glaube, Diskussionen werden dann fruchtbar und
die wirklich auch wieder zusammenfügen, wenn man zum Schluss ein paar Dinge festhält. Sagen wir, los, da sind wir uns einig. Oder das finden wir wertvoll. Aber auch da sind wir uns nicht einig. Und das auch zu benennen, nein, wir sind uns nicht einig, aber das wird uns nicht auseinanderbringen, aber wir sind uns nicht einig. Ich habe eine andere Vorstellung von dem Thema. Ich habe eine andere Meinung zum Klimawandel als du. Ich habe eine andere Meinung zum Gender und so weiter. Aber wir sind uns nicht einig und das auch zu benennen, wo man sich nicht einig ist. Nicht so diffus, ja, nein, ja, ist halt gut, ist halt deine Meinung. Also, viele hören so auf, ja, so ein bisschen Larifari, Laber, bla bla. Und ich ermutige dazu, Mensch, packt das doch an die Hörner, den Stier an die Hörner, sagt doch, da müssen wir ehrlich sein, das finden wir nicht zusammen. Aber das wird uns nicht total auseinanderbringen, aber wir sind trotzdem unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, das hilft, dass hinterher nicht gespalten wird, sondern verstanden ist, aber auch eine Position bezogen ist, wo man sagt, ich sehe es nicht so. Und das ist auch gut so, Punkt. Das ist ein guter Punkt. Amigs ist es vielleicht auch einfach mal besser, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Amen. Amen to this, ja. Wir haben noch eine Frage, die ein bisschen in die andere Richtung geht. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie gehe ich mit anderen Meinungen um, ohne die anderen blöd dastehen zu lassen. Aber da ist auch die Frage, wie begegne ich Menschen, die mich für meinen Glauben komisch anschauen oder auch abstempeln. Wie nochmal, was? Wie gehe ich mit Menschen um, die mich abstempeln für meinen christlichen Glauben? Ja, akzeptieren. Ja. Spannung fertig. Ja, also ich habe jetzt einen Teil Leute in meinem ganzen Leben kennengelernt, wo irgendwo mich wegen meinem Glauben an Jesus belächelt haben, einfach ein bisschen naiv fand, zeigartig fand, einfach nicht verstanden haben, einfach sagen, ich glaube das nicht, was du glaubst, ist ja gut und schön, aber ich sehe das nicht so wie du und so. Und ich bin benachteiligt worden. Ich habe das vor kurzem sogar noch von einer Person mitbekommen, die in einer engeren Auswahl war, wo sie umziehen konnte in ein Wohnobjekt. Und dann ist rausgekommen, dass die Person ja im ICF ein- und ausgeht. Und dann hat Besitzer und so weiter dann so reagiert. ICF, nein, den gebe ich es auf keinen Fall. Und die haben das nicht bekommen. Ich habe versucht, in der Stadt Basel hier für uns, bevor wir Lebenmaterial hatten, verschiedenste Dinge zu mieten, wo wir umziehen und so weiter. Und ich habe das mehrmals erlebt, mehrmals. Unterlagen hingeschickt und so weiter. ICF, nein, Freikirche auf keinen Fall. Vergiss es, Freikirche. Und ich habe mich dann manchmal auch darüber enerviert und geärgert. Aber letztlich, ich sagen muss, ja, das müssen wir akzeptieren. Das müssen wir akzeptieren und nicht darüber hühlen. Ich finde manches nicht gerechtfertigt. Ich finde es wirklich diskriminierend in gewisser Hinsicht auch. In manchen Dingen sogar vollkommen ungerechtfertigt mit der Argumentation. Aber ich muss das letztlich akzeptieren, dass Leute sagen, ja, du bist halt so. Ich finde dich einfach blöd, weil du Christ bist, weil du Bibel ernst nimmst, weil du in die und die Kirche gehst, weil du noch hinter der Kirche stehst, obwohl sie so viel falsch gemacht hat und so weiter. Ich glaube, wir müssen uns akzeptieren und nicht nur deswegen heulen und so tun, ach, für uns geschieht großes Unrecht. Nein, ja, das passiert. Und es hat auch mit Rückgrat zu tun, zu sagen, ja, ich stehe trotzdem dazu, das ist so und ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, aber ich kann das ja nicht ändern in dem Sinne. Was lernst du in dem Moment, wo du das erleben musst und vielleicht abschlucken musst, über deinen Umgang mit anderen Menschen? Demut, einfach. Wir haben nicht immer den vollen Blick auf den anderen Mensch. Wir haben manchmal verstellte Blicke, wir haben voreingenommene Blicke. Wir sehen Menschen, die sehen kohlig aus in unseren Vorstellungen und finden, ja, was ist das für ein Typ jetzt? Oder vertreten die oder gehen auf die und die Demo und da denken schon, was sind das für Typen? Ja, aber das ist ja auch ein verstellter, einseitiger Blick. Und ich glaube, das kann man daraus lernen. Dass man nicht zu schnell urteilt und nicht zu schnell Menschen in Lager einteilt, sondern wirklich die Demut mitbringt,
erstmal hinhören. Ja, wie ist denn jetzt, also die Frage ist noch ein bisschen genauer gewesen. Noch genauer? Genau. Ja. Jetzt ist das mit Menschen, die nicht an Gott glauben oder die nicht mit Gott unterwegs sind. Wie ist es jetzt, wenn du Menschen begegnest, die auch im Glauben sind und dich dafür kritisieren, wie du die Glauben auslebst oder dir vorwerfen, du bist ein schlechter Christ. Wie gehst du mit so etwas um? Ja, das ist auch genau dasselbe, das ist mühsam. Regt mich auf. Muss mich immer wieder abkühlen erstmal. Aber es ist ungefähr dasselbe. Es geht für mich in dieselbe Richtung. Ich sage, wir werden ja auch als Kirche, ich werde kritisiert von verschiedensten, wir sind entweder, da sind wir wieder mal zu liberal, da sind wir wieder mal zu konservativ, da sind wir mal wieder das. Und sage ich, ja, ich bin schon alles gewesen, glaube ich, in die Richtung und die Richtung. Und der Moment vom Tag ist, wenn Leute uns für was substanziell kritisieren. Also ich habe zig Rückmeldungen in all den Jahren gekriegt, warum ist unsere Musik so laut? Das ist fürchterlich. Da kann man ja nicht, das ist ja wirklich grausam. Ich sage, ja, das stimmt, aber so ist es da hier. Wir sind eine laute Kirche und das ist so und das ist ein Markenzeichen, aber vielleicht ist es so ein blödes Markenzeichen, aber trotzdem, das ist halt so. Aber wir sind schon wirklich heftig dafür kritisiert worden, kriegst Gehörschaden hier, die Tiere leiden, die Kinder leiden, alle leiden. Ich sage, ja, ich habe ja schon Tinnitus, von daher ist dann für mich das gegessen. Aber nochmals, wenn Leute uns für was kritisieren, hören wir sie an, was kritisieren sie? Also jetzt meine ich wirklich Nachfolger Jesu untereinander. Hören wir hin, was kritisieren sie? Sind das substanzielle Sachen oder geht es um Dinge eher in der Peripherie, wo ich es in der Peripherie einordnen würde? Was ist das Thema da drin? Was ist das liberal oder eben konservativ? Um was geht es denn wirklich da drin? Und wenn am Ende vom Tag wir immer noch sagen, wir sehen es unterschiedlich, dann bless you. Wir segnen die anderen. Es gibt andere Kirchen, die haben andere Schwerpunkte, die sind deswegen nicht falsch. Die sind auch nicht deswegen nicht daneben. Die haben aus ihrer Sicht so entschieden und die gehen so. Und wir segnen sie und wir reden nicht schlecht über sie. Ich kann mal dazu beitragen, dass nicht schlecht geredet wird, indem ich es nicht mache. Und wenn andere über mich schlecht reden, ja, dann muss ich das akzeptieren. Ne? Das ist ja nicht mein Entscheid. Ich kann es ja schlecht umbiegen. Aber ich kann mich der Sache stellen, substanziell. Blick auf die Uhr. Sie läuft aber. Ralf, das Thema provoziert sich ein bisschen. Und wir haben jetzt lange über, so auf einer Meta-Ebene, über Spannungen geredet. Aber das Publikum will wissen von dir und ich habe lange überlegt, ob ich dir die Frage jetzt stelle, aber so zum Schluss, und du darfst sie kurz oder lang beantworten, wirst du dich impfen lassen? Ob ich mich impfen lassen werde? Das ist eine Frage, die gestellt worden ist. Die steht da und 15 Leute haben das abgevotet. Du kannst jetzt da nachzählen. Wer war das? Nein. Ja, nein, das kann ich ganz einfach und natürlich sehr locker beantworten. Ja, ich bin schon einmal geimpft worden. Ja. Und ich habe das lang diskutiert und überlegt. Ich habe das mit Freunden besprochen. Wir haben als Ehepaar länger darüber gesprochen und gesagt, warum machen wir das? Warum sagen wir ja? Was bedeutet das für uns? Was ist eine Alternative? Was bedeutet das für unseren Beruf? Meine Frau ist Primarlehrerin, die schafft an der Schule für körperliche beeinträchtigte Kinder. Ein Teil Risikokinder dabei, also in der Definition, wie das so bisher war. Warum machen wir das? Was wäre die Alternative? Wie stehen wir dazueinander als Ehepaar? Und wie können wir das vertreten? Ich rede in der Öffentlichkeit an sich nie darüber, weil ich weiß, dass Menschen sich anders entschieden haben, auch in unserer Kirche, das nicht zu machen. Und ich respektiere das. Leute haben eine gewisse Überlegung dahinter. Und ich finde, das ist immer noch der Entscheid von jedem Einzelnen und das möchte ich hochhalten und wertschätzen. Und deswegen äußere ich mich, was ich dazu mache, jetzt fast nie. Aber wenn 15 Leute gefragt haben, können wir gerne wissen, ja. Super. Ralf? Ja. Bind doch den Sack noch zu. Gib uns noch ein Schlussstatement. In 8 Sekunden. In 8 Sekunden, das können wir noch mal 3 Minuten nach den 8 Sekunden. Danke, ja. Nein, ich würde gern was machen mit uns allen. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen dafür. Ich habe das jetzt eben so gesagt, dass wir als Kirche uns positionieren
Wir sagen, look, unser Kernauftrag ist, Menschen zusammenzubringen und für das Kleid zu schauen, das Kleid von der Gerechtigkeit. Und wir schauen nicht, wer Recht hat, sondern wir schauen für Gerechtigkeit Gottes. Das ist unser Kerngeschäft. Also Kerngeschäft in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, ist, dass die Diener wieder rausgehen und an den Hecken und Säulen überall einladen. Und ich wünsche uns, dass wir als Kirche das wirklich ernst nehmen, dass wir rausgehen, gut und böse einladen und sagen, das ist das Kriterium, für wofür uns steht. Dass wir eine Kirche sind, wie der Apostelgeschichte geschildert hat, die zusammenbindet aus allen möglichen Nationen, Hintergründen und so weiter. Und wenn ihr ganz kurz mal links und rechts schaut mal hinter, dreht euch mal ganz kurz um und guckt mal all die Leute an, könnt zuwinken. Und ihr seht wahrscheinlich Menschen, die habt ihr einfach hier gesehen. Vielleicht werdet ihr denen nie irgendwo anders begegnet. Aber das ist ein Markenzeichen von Kirche, dass Menschen zusammenkommen im Namen Jesu, unter dem einen Namen von Jesus und sagen, dem möchten wir folgen, dem möchten wir hören und dem möchten wir gemeinschaftlich unterwegs sein. Und von da möchte ich die restliche Zeit gern so nehmen, dass wir uns darauf besinnen. Und vielleicht sagt der Geist Gottes dir jetzt in der nächsten 1 Minute, hey, look, tu Buße, wo du so schlecht über andere Leute gedacht und geredet hast, die so mühsam drauf sind in deinen Augen. Dann tu Buße jetzt. Das ist der erste Schritt. Ich habe das, wie gesagt, in den letzten Wochen mehrmals gemacht. Weil ich mich einfach genervt habe über Leute. Ich sagte, hey, du Buße, Gott, das ist nicht gut, das ist nicht deine Art. Und dann segnet die Menschen. Dann überleg, wo du Frieden stiften kannst. Überleg, wo du ausschwärmen kannst. Überleg, wo Gott dich gebrauchen wird in dieser Phase, um wirklich ein Licht in dieser Stadt, in dieser Region zu sein. Seid ihr dabei? Ein paar Nicken, ein paar Schnufen hinter der Maske, wie auch immer. Ich lade dich ein, die nächste Minute einfach einen Augenblick für dich persönlich zu beten. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit so einem Mut, auf den Nächsten zuzugehen, einen Mut, auch zu unserem Meiden zu stehen, einen Mut, in dieser Welt einen Unterschied zu machen, Menschen wirklich auf dieses Kleid der Gerechtigkeit aufmerksam zu machen. Jesus, wir beten darum, dass du uns ein Herz schenkst, dass du uns Einblicke gibst in dein Herz, dass wir so lieben und so dienen können, wie du dienst in dieser Welt. Jesus, wir möchten einen Unterschied machen in dieser Phase, wo wir drin sind. Wir möchten verbinden, ohne so eine Gleichmacherei zu betreiben. Wir möchten eine Kirche sein, wirklich, die sich das antut, eine Spannung auszuhalten. Hilf uns dabei. Heiliger Geist, erfülle uns wirklich mit so einer Kraft, immer wieder zusammenzukommen und sagen, um Jesu Namen ringen wir darum, nach vorne zu gehen. In deinem Namen beten wir.